Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic auf Pelzig. Ja, wir haben einen weiten Weg vor uns. Ich will nämlich noch ins Sumpflagerei gehen. Da hätten wir auch noch so ein paar Hansel mit denen wir retten können. Wir haben es jetzt 17:07 Uhr und hier vor der alten Miete steht auch noch wieder Gornadrak. Hi, wohin soll's denn gehen? Wir bringen das Sekret der Minecrawler, das unsere Brüder in der alten Mine gewinnen, zu Kor Kalom. Einmal täglich gehen wir zur alten Mine, um es abzuholen. Was ist das für ein Sekret? Wir gewinnen es aus den Zangen der Minecrawler. Wenn man weiß wie, kann man sie herausnehmen, ohne dass das Sekret verloren geht. Ja, das haben wir ja schon gelernt mittlerweile vom Wofür braucht Templer. Kor Kalom das Sekret? Soweit ich weiß, gewinnt er daraus ein Elixier, das die magische Kraft eines Novizen steigert. Seit wir uns auf die große Anrufung vorbereiten, kann er gar nicht genug von dem Zeug bekommen. Mit Hilfe des Elixiers will er die Novizen auf den großen Tag vorbereiten. Okay. Ja, habt ihr schon genug? Habt ihr schon genug Elixier für die große Anrufung des Schläfers? Nein, wir müssen noch eine Menge sammeln. In der alten Mine sind unsere Minecrawler-Jagdtrupps Tag und Nacht im Einsatz. Alle hopp. Na dann. Lernen können wir sie nicht noch einmal. Wir haben ja schließlich schon von dem namenlosen Templer drin erfahren, was Sache ist. Jo, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen nochmal ins Sumpflager, bevor wir zum alten Lager gehen. Und im alten Lager mache ich es dann dingfest. Also es sind keine weitere Stimme mehr kommen. Insgesamt wurden nach wie vor 4 Stimmen abgegeben. Und ja, 3 Sachen werd Magier und geh ins alte Lager. Und Stimm sagt, werd Kämpfer und geh ins neue Lager. Aber nachdem ihr jetzt so alle 8 die Lager gesehen habt, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Weil wenn man die Lager nochmal sieht, kann man wahrscheinlich auch eher nochmal die Entscheidung treffen, wenn man das Spiel halt noch nicht kennt. Wenn man das Spiel jedoch schon kennt, okay, komm her du. Dann ist die Wahl auch etwas einfacher. Komm her du. Blöde Blutfliege. Dich mache ich fertig. Okay, das war ein Crit. Mittlerweile kann ich mich da richtig schön ins Getümmel schmeißen, ohne dass ich sofort aufgemischt werde. Das finde ich natürlich auch sehr toll. Und kann deine Blutfliege auch alles rausziehen, was ich brauche. Okay, mittlerweile denke ich, sind wir so weit, dass wir auch die Tränke hier schlucken können. Und ein bisschen Nahrung kann auch noch hinterher nicht schaden. So ein paar Höllepilze zum Beispiel. Man soll sich auch ausgewogen ernähren. Okay, Stufe 6 Hämmer, 20 Lernpunkte stehen uns noch offen. Stärke ist eigentlich relativ hoch soweit, aber ich glaube, das habe ich durch Ringe auch noch gepusht. So, komm her, du. So, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört natürlich auch gutes Scavenger-Fleisch. Geflügel ist ja sowieso etwas gesünder, von daher passt das. Okay, ja, ein bisschen rotes Fleisch können wir uns aber auch noch holen. Hier, die Mole Rats sind hervorragende Schweinersatz. So. Bei den Viecher und bei Scavenger sind wir mittlerweile One-Hit-Wonder. Die kriegen wir auch einfach so hier. Okay, perfekt. Ich muss aber auch dazu sagen, als Magier fange ich nicht direkt an im alten Lager. Also ich fange natürlich als Schatten an. Magier ist dann erst die 2. Stufe, die ich da erreichen kann. Sprich, statt Gardist werde ich dann Magier. Sehr schön. Komm her, du. So. Also das ist der einzigste Unterschied, könnte man sagen. Ich werde Schatten und dann Magier, beziehungsweise dann zum Schluss höherer Magier. Zack. So. Das Schöne ist halt an der Geschichte, dass ich da auch zum neuen Lager später kann. Aber ich will noch nicht zu viel verraten, wie das dann möglich ist. Auf jeden Fall kann ich mich dann nach der Feuermagier auch der Wassermagier anschließen. Und kann zum Schluss dann nochmal ein ganz besonderer Magier werden. Also ich mag jetzt wirklich nicht allzu viel verraten oder dazu. Aber so ist es halt. Als Magier kann ich ja wirklich sehr viel raushauen im Vergleich zu den Kämpfer. Kämpfer kann natürlich auch sehr mächtig werden, aber ich finde gerade eure Entscheidung sehr cool, weil ich hätte mich persönlich auch dafür entschieden, weil als Magier kann man hier echt
ja, ich finde es einfach sehr geil, was man hier als Magier reisen kann. Aber ich muss jetzt doch nochmal ins alte Lager gehen, um noch was zu machen, was ich vorher noch nicht gepackt habe, was ich ja noch nicht gesehen habe. Hey du! Redest du mit mir? Ich will dich warnen. Jemand wie du hat hier schnell Ärger am Hals. Und die meisten, die sie hier reingeworfen haben, sind Arschlöcher. Sie denken, dass sie mit dir machen können, was sie wollen. Aber das lassen wir nicht zu. Gomez will, dass Ruhe im Lager herrscht. Und wir Gardisten sorgen dafür, aber... So eine Aufgabe ist extrem kostspielig. Darum bitte ich dich um etwas Erz. Du musst das als Freundschaftsdienst verstehen. Du hilfst uns und wir helfen dir. Wenn du mal Ärger hast, sind wir da. Okay. Ja, komm, ich kann doch immer Freunde gebrauchen. Warum nicht? An wie viel Erz hast du denn gedacht? Nicht viel. 10 Erz, mehr brauche ich nicht. Ja, komm. Bitteschön. Hier hast du das Erz. Ich kann Freunde gebrauchen. Du scheinst mir ein kluges Bürschchen zu sein. Von nun an werden wir auf dich aufpassen. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Verstanden? Ja, jetzt habe ich schon zwei, die auf mich Wir sehen aufpassen. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Jetzt habe ich schon Bloodwin und Jackal, die ich bezahle. Dafür, dass sie auf mich aufpassen. So, den habe ich beim ersten Mal verpasst, beim Rundgang durchs alte Lager. Den kann man schnell übersehen. So. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Okay. Ja, ich weiß, dass sein gutes Wort auf jeden Fall hilft, dass ich im Lager Ich aufgenommen werde werde. sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Ja, das haben wir schon alles erledigt. Ich weiß schon, wo Neck ist. Und ich habe ihn gefunden. Ich habe Neck gefunden. Gut, hast du dafür Beweise? Yep, habe ich. Ich habe das Amulett. Das muss ich dann leider abgeben. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett ging es mir. Du bist ein schlauer Junge. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, aber du hast die richtige Entscheidung getroffen. Wenn Diego mich nach dir fragt, werde ich dir meine Stimme geben. Okay. Also ihn haben wir auf jeden Fall auch gewonnen. Jetzt haben wir auch diese Quest Toter Gardist geschafft. Prüfung des Vertrauens können wir eigentlich auch gleich. Aber nee, das lasse ich erst noch ein bisschen offen. Dann Auftrag von Taurus. Und dann läuft das. Also wie gesagt, diese Liste bräuchte ich eigentlich, um auch beim neuen Lager aufgenommen zu werden. Das ist diese finale Prüfung, die im neue Lager dann stellen. Du musst mal aber auch selber drauf kommen. Gibt es leider keinerlei Hinweise drauf, dass man das so zu schaffen hat. So, bitteschön, Taurus. Aber das, Diego erwähnt es jo. Okay. Gut, wegen Mordrak. Jep, den habe ich schon erledigt. Der Typ wird sich hier nie wieder blicken lassen. Lieber wäre mir gewesen, du hättest ihn umgelegt. Okay, na dann. Dann haben wir noch das Getty. Darum könnte ich mich theoretisch auch noch kümmern, aber ich glaube, ich bin auf jeden Fall zu schwach, um gegen Karim anzutreten. Kirko könnte ich möglicherweise schaffen. Muss gerade mal gucken, wir haben jetzt 19:06. Die dürften noch bei der Arena rumlungern. Und dann schauen wir jetzt nochmal. So, an dem Hansel, der da auf der Bank hockt, will ich einfach nicht vorbei. Der ist so nervtötend und rennt dann ständig hinterher. Der Mud, hier ist der, glaube ich. Also M-U-D. Ach, nee. Auf den kann ich verzichten. Okay, komm. Machen wir jetzt nochmal. Probieren wir jetzt einfach nochmal aus. Ja, da kann ich jetzt auch wieder drüber speichern. Und komm her, Kirko. Mit dir möchte ich kämpfen. So. Hi, ich bin neu hier. Ein neuer. Erzähl mir was von draußen. Ja, das hatten wir ja schon mal alles. Ich fordere dich zum Kampf und ich will gegen dich kämpfen. Wie du Okay. Lass uns kämpfen. Lass folgen. Gut, dann probieren wir das jetzt nochmal aus. Ich hoffe, ich bin mittlerweile stark genug, um gegen den Typ kämpfen zu können. Und?
Komm, sprich mit mir. Na? Mag er nicht, Retter? So, nochmal. Na? So. Ein Kampf! Oh, scheiße. Oh Mann, noch einmal das Ganze. Also ich will das mal wirklich gegen den Kämpfer und bestehen können. Nein, nicht gegen den Karim. Der ist doch etwas zu stark für mich. Nochmal gegen den Typ. Bla 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 bla. Neue Kampf. Jetzt und los. Das Folgen. Okay, noch einmal. Bitteschön. Ich hoffe, es klappt erstmal. So, und jetzt sind wir näher. So. Boah, fuck. Versuch das nicht nochmal! Fuck Doodle Du. Also das ist schon ziemlich übel. Noch einmal. Oh Mann, das ist echt eine heftige Aufgabe, muss ich sagen. Folgen. Okay. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann probiere ich mal was anderes. So. Okay. Was hast du? Ein Kampf! Ah, fuck. Versuch das nicht nochmal! Das war aber ziemlich gut. Aber ich habe ohne noch einen 1er-Spielstand, weil ich... Nein, das wollte ich doch gar nicht. Weil ich selber wieder auf den Geschmack gekommen bin von Gothic, weswegen ich auch einfach nochmal einen privaten Spielstand angelegt habe. Hi. Aber den habe ich ohne versteckt, könnte man sagen. Ja. Komm, jetzt noch einmal. Ich mag jetzt Folgen. echt noch einmal gegen den Typ kämpfen. Aber ich glaube, dann kann man auch bequatschen, dass er sagt, er hätte verloren. Ein Kampf! Gut so. Boah. Puh. Grobe Schwert. Und ich kann noch Zeug abjuxen. Alter Falter, das war aber gerade noch so gewonnen. Also das war jetzt echt keine einfache Sache. Alter Falter, nochmal Fleischwanze, Ragout. Also dann habe ich hingekriegt. Und? Das wird dir noch leid tun. Ach was? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Jawohl. Gut. Komm schon, ich... Dann kann ich Sketty noch Bescheid geben, dass ich das auch gepackt habe. So. Sketty. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Gut, das dürfte eigentlich auch ihn umgestimmt haben. Moment, gerade mal gucken. Aufnahme Alterslager. Sketty ist beeindruckt von meinem Kampf gegen Kirgo. Alles klar, sehr schön. Da habe ich jetzt hier im alten Lager eigentlich alles gepackt. Ich habe alle Leute, die wichtig sind, auf meine Seite gezogen. Dann sollte ich jetzt noch zum Sumpflager rübergehen, weil da gibt es auch noch ein paar unerledigte Dinge, die eigentlich auch ziemlich viel Erfahrung noch bringen. Und ich möchte auf die Erfahrung einfach nicht verzichten. Vor allem bevor ich mich im Lager anschließe. Es gehört halt einfach dazu, finde ich, dass man, bevor man sich so im Lager anschließt, dass man alles an Erfahrungspunkte mitnimmt, was möglich ist. Und im Sumpflager, ja, ich habe auch in den Kommentaren Bescheid gekriegt, ich hätte mir wirklich die Zeit nehmen sollen, mit Gorim zu sprechen. In meinem privaten Spielstand habe ich das dann nochmal gemacht. Und es lohnt sich tatsächlich sehr, den Typ Nummer A zu sprechen. Das gibt wieder sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Und auf die mag ich natürlich nicht verzichten. Deswegen strampeln und zappeln wir jetzt mal rüber ins Sumpflager wieder. Ich finde es so witzig, diese Animation, wie der Typ springt. Aber ich muss... Ach, Sarah, mir hängt jetzt zum Beispiel der 5. Tag insgesamt. Ich finde es irgendwie skurril, dass in der ganzen Zeit, in der der neue Gefangene hier reinkommt, nie ein anderer neue Gefangene komme ist. Obwohl es doch schon Käse hat, dass der König jeden... der noch so geringes Verbrechen begangen hat, eigentlich hier in die Kolonie reinschmeißt. Sprich, egal ob Myrtana oder Korinis, der schmeißt eigentlich jeden hier in die Kolonie rein, die er kriegen kann.
Und ich finde es doch etwas seltsam, dass hier kein neuer Gefangene mehr dazugekommen ist. So, komm her, Wolf. Na? So wird's gemacht. Nochmal 2 Wölfe für jeweils 90 Erfahrungspunkte gekillt. Dann haben wir noch einen Seraphis. Da hinten ist ein Schattenläufer. Ich sehe ihn hier schon. Sehen dann, direkt vor mir. Bei den Mole Rats und bei der Blutfliege. Gegen die Blutfliege scheint er gerade zu kämpfen. Also mit den Biester würde ich mich jetzt ums Verrecken noch nicht anlegen. Viel zu stark, die Viecher. Das sind, Schattenläufer sind generell immer die stärkste, oder welche von der stärksten Tiere, die es in der Welt von Gothic gibt. Deswegen, mit denen sollte man sich so früh noch nicht anlegen, zumal ich ja wirklich nur eine beschissene Rüstung habe. Diesen blöden Rock, der war immer noch der stärkste von der Anfängerrüstungen ist. Die Butlerhose beispielsweise habe ich jetzt auch nochmal gecheckt. Die kann man ja bei Fisk kaufen, sowohl die leichte als auch die schwere Butlerhose. Und die ist nur geringfügig besser als diese Schürferhose, die man da haben. Die bietet zwar 15 Schutz vor Waffe, aber nur 5 Schutz vor Feuer. Während der Novize-Rock, den ich trage, 50 Schutz vor Waffe bietet und 5 Schutz vor Feuer. 10 Schutz vor Feuer, sorry. Also das ist tatsächlich das stärkste, die stärkste von der Anfängerrüstungen, die man sich holen kann. Und deswegen trage ich auch nach wie vor das Ding und hole mir auch die schwere Butlerhose nicht. Aber ich bin bei Gothic doch irgendwie etwas rüstungsgeil, weil es gibt einfach nicht so viele Rüstungen, die man in Gothic haben kann. Deswegen sammle ich da alles, was irgendwie möglich ist. Und das ist auch bei Gothic 2 und 3 der Fall. Da kann man sich immer dann die Rüstungen an der Hand abzählen, die man gewonnen hat. Aber ich mag die Rüstungen in Gothic. Vor allem, wenn sie dann richtig wären und nicht nur so komische Schampel. So, dann haben wir doch genug rohes Fleisch noch, dass wir ein bisschen brutzeln können. Haben wir noch ein paar Bratmaxe und Brutzler von Wiesenhof. Und dann ist gut. Also ein paar Viecher haben wir ja auch wieder erlegt. Dann steigt unser gebrotener Fleischvorrat auch wieder auf. Ich finde, das ist nach wie vor noch das Beste, um sich so hoch zu heilen. Weil es bietet 15 Lebensenergie, wenn man es nimmt. Und man hat eigentlich echt durch die Jagd, die man so betreibt, immer genug. So, jetzt will ich wieder zu der Krautstampfer. Ich hoffe, die schaffen noch um die Zeit. 20:35 Uhr. Eigentlich müssten die Onimi schaffen, aber ich probiere es einfach mal aus. Ja, da ist ein Bam vor allem. Da ist ein Baum abgeknickt. Ja, die schaffen tatsächlich noch. Wer schafft dann alles noch? Der Gorim schafft tatsächlich noch. Okay, Gorim, sprich bitte mit mir. So. Ich will, dass das hier auch wieder funktioniert. Also bitte, Gorim, sprich mit mir. Gorim, bitte. So, na also. Hi, wie sieht's aus? Ich bin total fertig, Mann. Ich arbeite jetzt schon seit 2 Tagen ohne Pause. Harlock sollte mich längst abgelöst haben. Es ist immer dasselbe mit dem Kerl. Er liegt bestimmt noch in seiner Hütte und pennt. Wieso gehst du da nicht zu ihm und trittst ihm ordentlich in den Hintern? Ich kann hier nicht weg, solange Baal Orun die Aufsicht hat. Die Arbeit muss getan werden. So oder so. Aber du könntest für mich zu ihm gehen. Er wohnt unter dem Alchemielabor von Korkalom. Direkt bei Fortuno. Sag ihm, er soll seinen Hintern hier rüberschwingen. Okay, mach ich. Mach ich natürlich. So. Also theoretisch könnten uns die Sumpfis auch schon aufnehmen, weil da habe ich eigentlich auch schon relativ viele Gurus beeindruckt. Aber das Sumpflager kommt für mich einfach nicht in Frage, weil das ursprünglich ziemlich cool hätte werden können, wie ich finde. Man hätte sich hier bestimmt sowas einfallen lassen können, dass man sich die Gurus, sprich den Magier hier anschließen kann. Aber irgendwie hätten sie das ziemlich verhauen, das Ganze. Also man kann nur Novize und Templer werden. Und die Templer mit ihrer Magie, ja, die können auch ein bisschen Magie lernen, aber es ist doch nur diese Gammelmagie vom Schläfer eigentlich. Von daher, irgendwie suboptimal das Ganze. Aber wir haben ja auch noch eine Rolle gekriegt von dem Typ aus dem neuen Lager.
Deswegen können wir hier achten Zauberschlafwirker und machen wir mal auf den hier, der sieht ja so eifrig aus. Zapp. Haben wir hier den Schlafzauber. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken? Niemand. Es war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Sehr schön. Also jetzt können wir auch bei ihm Ich tauschen. möchte Schriften über Magie erwerben. Das ist natürlich sehr cool. Du könntest mal auch die Blutfliegen erwerben. Dann haben wir noch Übersicht Sumpflager. Hier haben wir noch Mana-Tränke, die holen wir uns. Wir haben noch Heiltränke, die ich mal hole. Ring der Eisenhaut, der vor Waffe schützt. Ist natürlich auch sehr geil. Ring der Geisteskraft bietet nochmal Schutz vor Magie 1. Ring der Holzhaut bietet Schutz vor Pfeilen 5. Und Flammenschutzring Schutz vor Feuer 5. Aber ich will den Ring der Eisenhaut noch haben. Und da hat er auch hier den Zauber Windfaust als Rune. Aber das interessiert mich insofern erstmal nicht, dass ich jetzt hier meinen Krusch noch verkaufen werde, damit ich da noch auf einigermaßen was komme. So, zack, zack, das ist sowieso egal. Ich skill eh nie auf Böger. Insofern ist mir das ziemlich egal. So, bitteschön. Und Ich will lernen, die Kraft meiner Magie zu steigern. Die Kraft deines Geistes ist der Schlüssel dazu. bei dem kann ich jetzt auch nochmal mein Mana erhöhen. Okay. Sehr schön. Was ich aber eigentlich noch will, ist, dass ich meine Einhänder nochmal perfektioniere. Weil ich finde, ach, als Magier, man hat nicht ewig viel Mana parat und man sollte durchaus dann immer noch was anderes in petto haben, weswegen dann Kraft, also die Stärke und Einhänderkampfstil perfektioniert wird. Zweihänder brauche ich nicht, aber Einhänder wäre schon ganz gut. Hallo. Gorim schickt mich. Was? Total zugedröhnt wieder der Typ. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, so hat er es ja gesagt. Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern. Oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Okay. Na, dann machen wir das doch. Bleib locker. Hat klarer Sieger, würde ich sagen. Hoppla, ich wollte doch gar nicht an die Wasserpfeife. Ich wollte gucken, ob er was hat. Aber die 30 Erfahrungspunkte, die der Gammler gegeben hat schon ausgereicht. Hätten schon ausgereicht, dass ich wieder eine Stufe erhöht bin. Und jetzt auf Stufe Silber bin. Perfekt. So, der hat ordentlich aufs Maul gekriegt, hat aber auch nur so blöd die Axt dabei gehabt. Dann können wir den Gorim dann ablösen. Aber, warte mal. Fortuno, ich will meine tägliche Ration eigentlich auch noch. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Sehr schön. Dann kann ich nämlich Dode mit A noch im neuen Lager wieder einen auf Drogebaron machen. Suchst du wieder Streit? Na, so ein bisschen, aber... Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl, wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Mistkerl. Sehr gut, ich will dich einfach nur stampfen sehen. Das ist gut. Okay. Sehr schön. Dann können wir jetzt wieder zurück. Das hat jetzt alle schon 300 Erfahrungspunkte gegeben, dass ich den Hansel da niedergekloppt habe und ihm gesagt habe, er soll seinen Arsch zu der Stampfer schwingen. Allein schon das ist unglaublich viel Erfahrungspunkte wert, wie ich finde. Also die höchsten Dinger, die man bisher so kriegt, die sind 500 Erfahrungspunkte wert. Das sind so richtig die großen Dinger. Ich finde es auch etwas schade, dass die Sache mit Sketty und Kirko, dass das nur popliche 150 Erfahrungspunkte gegeben hat, weil ich finde, der Kampf war schon ziemlich heftig. Und 150 Erfahrungspunkte sind meiner Meinung nach eigentlich ein Witz für den Kampf, weil der Kampf ist echt heftig. So, wo ist er denn, der Gory Boy? Ich habe mit Gorin gesprochen. Ah, der ist schon weg. Du hast dich für einen unserer Brüder eingesetzt und deine Sache war gerecht. Darum habe ich dich für eine besondere Aufgabe erwählt. Korkalom braucht dringend neues Sumpfkraut für seine Experimente. Unsere Sammler im Sumpf arbeiten Tag und Nacht. Gehe zu ihnen und bring ihre gesamte Ernte zu Kalom ins Alchemielabor. Alle hopp. Do, bei dem darf man nix sagen.
Der hat nämlich noch nicht die Erlaubnis erteilt. Da hieß dann nämlich, ich habe dir noch nicht die Erlaubnis erteilt, mit mir zu sprechen. Ich vergebe dir aber dieses Sakrileg. Also, das habe ich schon beim letzten Mal, wo ich das privat gespielt habe, habe ich das nochmal so im Kopf gehabt. Okay, jetzt müssen wir zu der Krautsammler gehen. Da haben wir dann hier eine Station. Da müssen wir mit dem Balor sprechen. Ich muss jedes Mal lachen, weil es einfach der höchste Dämon bei Dungeons and Dragons Balor ist. schickt mich. Ich soll hier alles Sumpfkraut abholen. Gut, dann muss ich nicht selber laufen. Hier nimm. Vergiss nicht zu Viren auf der anderen Seite vom Sumpf zu gehen, wenn du nicht schon da warst. Sonst könnte deine Lieferung ein bisschen mickrig ausfallen und alle würden denken, du hättest die Hälfte verhökert. Okay. Ja, ich will das aber nicht verhökern, sondern das spreche ich nicht weiter an. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle auch meinen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.